Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Und gucken wir mal, was das für ätzende Geräusche sind. Das wird wohl der schlafende Mann hier sein. LP und MP sind wieder hergestellt, das ist doch schön. Und hier, keine Ahnung, was das hier ist. Hier kann ich auf jeden Fall speichern. Würde ich dann mal nutzen für jenseits der Ruinen. Das sind immer noch die Ruinen der Fabrik, okay. Und? Ah, Besucher. Was hieß das? Besucher? Und wo sind wir? Naja, das ist natürlich das Zeitende. Alle verehrte Zeitreisende landen hier, aber wo kommen ihr her? Wir sind vom Königreich Gadia, 1000 nach Christus. Ich komme von 2300 nach Christus. Wenn 4 oder mehr Weser Zeittor durchschreiten, landen sie gemäß dem Satz der Zeiterhaltung am Zeitraumknotenpunkt geringste Widerstands. Kurz gesagt hier. Störungen im Raumzeitkontinuum haben in letzter Zeit zugenommen. Viel zu viele Leute tauchen plötzlich hier auf. Ich fürchte, irgendetwas hat einen starken Einfluss aufs Zeitgefüge. Das heißt, dass einer von uns hier bleiben muss. Hier bleiben alle? Es ist ziemlich öde hier, aber keine Sorge, alle Epochen laufen hier zusammen. Ihr könnt eure Freunde jederzeit besuchen, aber Gruppe dürfen nicht größer als 3 Leute sein. Also muss jemand bleiben. Wer ist es, Chrono? Ja, sorry. In dem Fall bleibt wirklich Robo erstmal zurück. Der ist zwar schon relativ stark, aber ja, ich weiß ja nicht. 2 Heiler wären natürlich auch saumäßig praktisch. Entschuldigung, das war eben verschluckt. Gleich mal einen Schluck Wasser hinterher. So, schon viel besser. Tja, ich weiß ja nicht so recht. Das ist eine schwierige Entscheidung jetzt, wie ich finde. Luca ist halt nicht so stark wie Robo. Ja, komm. Sorry, Luca. Aber komm nicht auf dumme Gedanken, Freundchen. Wähl, wenn immer du magst. Nicht vergessen, mit dem Y-Knopf kannst du die Leute austauschen. Ja, wie im richtigen Leben, ne? Wie kommen wir in unserer Zeit zurück? Seht ihr die Lichtsäule, die führen in verschiedene Epochen. Wenn ihr durch die Tor gegangen seid, könnt ihr damit immer hierher kommen. Um ein Tor von hier aus zu benutzen, stellt euch rein und drücken A, aber bleiben weg von dem Tor in dem Eimer. Okay, Y-Knopf kann ich hier die Leute austauschen. Na gut. Ich weiß nicht, was uns Luca noch bringen könnte. Aber, Hey! Ja, okay, dann gehen wir halt do nicht dran. Durch der können wir auch nicht gehen. Okay, was ist dann hier? Verzeiht. Do können wir nicht durch, do können wir nicht durch. Braucht ja mein Denkvermögen. Ja, ich bin unersetzlich. Ah, die Musik ist doch schon viel schöner jetzt. Ich bring's einfach nicht übers Herz, Luca jetzt fortzuschmeißen. Darf ich euch begleiten? Nee. Also warte ich auf euch. Sorry. Okay, aber Luca will ich jetzt auch nochmal kurz gucken, wegen ihrem Gedöns. Plasmagewehr können wir um Silber erhöhen. Da haben wir nichts Stärkeres parat. Also sorry, aber sie hat halt auch ein Element, deswegen, ne? Ach ja. Aber ich mag die Musik, die ist echt genial. Da können wir jetzt nichts machen. Nee, bei den Tore geht's nicht, bei den Lichtsäule. Alter Mann, Hilfe. Ihr habt's aber eilig. Bevor ihr geht, solltet ihr in den Raum hinter mir gucken. Ah, können wir doch rein. Oh, was bist denn du für einer? Von Butzenickel. Was glotzt hier so? Ich bin Speckio, der Meister des Kriegs. Von hier aus sehe ich eine Art von Schlachte. Wie sehe ich aus? Schwach eigentlich. Aha. Sagen wir mal so, wenn ihr stark seid, sehe ich stark aus. Wenn ihr schwach seid, sehe ich schwach aus. Ihr habt einen starken Wille, deswegen hat euch der Alte durchgelost. Lang vor eurer Geburt hat sie reich gegeben, wenn die Magie geblüht hat und jeder hat sie besessen. Aber die Menschen haben angefangen, ihre Kräfte zu missbrauchen und das Reich ist zerfallen. Seither können nur noch die mystische Magie benutzen. Aber
Aber ihr habt sie. Entschlossenheit meine ich. Magie braucht Kraft aus dem Herzen. Innere Kraft. Sie dehnt sich in 4 Typen auf. Gewitter, Feuer, Wasser und Schatten. Du mit der Punkfrisur, du bist Gewitter. Die mit dem Pony ist Wasser. Die mit der schrägen Brille ist Feuer. Nicht nur Magie, sondern alles basiert auf dem Gleichgewicht von den 4 Kräften. Denkt Magie und lauf bei der angefangen 3-mal im Uhrzeigersinn an der Wand von meinem Raum entlang. Wissen wir wohl, weil die Tür beginnt 3-mal im Uhrzeigersinn. Okay. Aber schnell die Ecke ablaufen. Okay. Magie! 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 In die Subreihe. Magie kommt bei mir nur in die Sub. Hua! Und im Saarland natürlich auch. Wie du hockt hier, der Gewitterputzer. Und jetzt? Und? Sehr gut. Ipso facto mino mo magico. Ui, kriegen wir jetzt wirklich coole Magie oder was? Chrono hat Magie gelernt. Ja, geil. Sie auch noch? Maler hat Magie gelernt. Jetzt kriegt jeder noch Zauber. Oh, wie cool. Und Luca hat Magie gelernt. Das war doch echt gut, dass ich die jetzt nochmal gewählt habe, weil Robo Hotke-Element. So, mit Magie gestärkt. Wollen wir es ausprobieren? Aber hallo. Gut. Okay, Technik. Gewitter. Angriff mit Blitz. Das ist dann mit dem Stern gekennzeichnet, die Magie. So, hui. Eis. Und Feuer. Sieht aber auch sehr cool aus. Alles schön animiert. Huiuiui. Okay. Können wir dann irgendwie auch so cool die Combo oder so machen damit? Uah. Können wir Combo mit Eis und Gedöns machen? Nee. Boah, Alter, der Speckio, der hat's aber richtig drauf. Die Musik will irgendwie nicht so recht passen dazu. Und? Ah, der hält noch ordentlich was aus hier, der Speckkerl. Okay. Weiter geht's. Aber es geht nicht auf alle Gegner, sondern immer nur explizit auf Endgegner. Oh, okay. Doppeltech Antipode gelernt. Okay. Grrr, es hat mich echt genervt. Rumpf. Mach gleich nicht so viel Gewohnheit hier für euch. Speckios Spezialerfrischung. Eine Magiepille und 5 Äther erhalten. Ich bin der Meister von Krieg. Uah, manchmal jage ich mir selber Angst ein. Ihr seid zum Schießen. Bringt mal neue Freunde her. Ah, die Musik. Die Musik ist echt toll. Die mag ich. Okay, jetzt können wir noch mal gucken. Technik. Angriff mit Blitz. Drehschritt. Ah, jetzt haben wir auch neue Technik gekriegt, die wir lernen können. 2-mal Schaden. Dann zieh Eis und Kraft füllt mehr Lebenspunkte als Aura. Sehr geil. Das ist dann wahrscheinlich auch ein Wasserzauber. Und sie Feuer und Napalm. Schadet die einen Explosionsradius. Sehr geil. Gerade mal checken, wie das mit Robo aussehen wird. Der jo kein Element besitzt. Was sagt er dann da? So riesiges Spielzeug habe ich noch nie gesehen. Hey, du bist denn aus Fleisch und Blut, oder? Du hast viel Kraft, aber da ich deinen Charakter nicht bestimmen kann, gibt's für dich auch keine Magie. Aber der Laserwaffe reicht mir. Sie können Schaden vom Typ Schatten errichten. Okay. Interessant. Jetzt kann gerade noch mal gucken, was Robo eventuell lernen kann. Robo-Angriff noch. Stößt Gegner. Nee. Da würde ich tatsächlich sagen, ich nehme wieder Luca mit auf. Die hat dann mit Magie coolere Fähigkeiten. Das ist sehr geil. Okay. Hey. Ja, was ist dann? Alter Mann. Tja, ja. Menschen längst dagegen der Tage hin alle die Kräfte besessen. Jetzt juckt's euch sicherlich in der Zeit vor und zurückzugehen, aber zuerst müsst ihr euer eigene Epoche zurück und dummelt euch. Je länger ihr hier bleiben, desto schwieriger wird's sein, etwas zu bewirken. Aber gucken ab und zu mal vorbei. Allerhaupt mache ich Opa. So, dann speichern wir hier nochmal das Ende der Zeit. Das ist doch schon viel passender. Okay. Was ist das?
Ah, zur Protokuppel 2300. Nee, hier geht's zu den mystischen Bergen. Ach du liebe Zeit, 65 Millionen vor Christus. So kommen wir noch nicht durch. Nach Medina, 1000 nach Christus. Jawohl, da wollen wir hier. Es hieß ja, wir müssen erstmal wieder in unsere eigene Zeit zurück. Huch! Wo bin ich denn hier gelandet? Bei den Imps. Direkt aus ihrem Schrank raus. Oh je, aber das sind friedliche Imps, oder? Hey, ich bin gerade aus dem Schrank, komm mal raus, hier! Wir seien wir eigentlich ohne die Woche in unseren Schrank zu kriechen. So Kriecher, hauen ab! Okay, so gut. Entschuldigkeit, aber kann ich auch nicht euer Essen wegspachteln? Ja, ich bin hungrig. Dankeschön. Noch eine Zukunft, wo es nichts zu fressen gäbe hat, habe ich durchaus Hunger. Sekunde mal! Medina wurde von den Vorfahren von den Mystikern gegründet, die in Kriege gegen die Menschen verloren haben. Die meisten Mystiker sind wütend auf euch Menschen, also seid vorsichtig. Ein seltsamer Mann lebt in der Nähe von der Berghöhle westlich von hier. Besuchen ihn doch mal. Danke. Warum seid ihr so nett, wo doch die meisten Mystiker-Menschen nicht ausstehen können? Menschen und Mystiker kämpfen vor über 400 Jahren gegeneinander. Ich sag mal Schwamm drüber, aber nicht alle scheinen mal Meinung zu teilen. Ach, ist dann auch dieser Magus von 600 nach Christus eventuell so ein Mystiker. Das war das Wohnhaus, aus dem wir gekommen sind. Da gehen wir jetzt erstmal in die Laderei. Uiuiui, was sind denn das hier? Das sind die ganzen Handlanger aus dem Gefängnis. Mit Menschen red ich nicht. Okay, und du? Hier gibt's nichts für Menschen, machen das nach fortkommt. Ich bitte aber mal ganz höflich. Ihr wollt's nicht anders, zeigen's nur Chef. Oh je. Komplize und Omikron. Dann haben wir erstmal den dappigen Komplize hier platt. Wenn wir uns hier halt durchkämpfen müssen, dann machen wir das halt. Komplize? Und auf den noch, auf den Omikron. Aber das scheinen ja wohl dann Mystiker 8 zu sein. So, der Chef ist jetzt mal weg. 2 Tech-Punkte, 190 Gold und 90 Äther. Der Chef, bist da? Allah, hab ich mal kaufen, ich weiß. Ja, wird doch auch Zeit, oder? Dann gibt es jetzt für dich noch einen Bronzehelm, den brauchen wir nicht mehr. Eine Magnetklinge, die wir nicht brauchen. 2 Magnetklinge, okay. Na egal. Bronzebogen erst einmal eine... Ah ja, stimmt, 2 Magnetklingen. Natürlich eine Bolzenklinge, haben wir 8 zu viel. Ein Eisenanzug kann 8 fort, der Zinnarm weg. Der Magnetbogen kann weg und Schnellfeuer kann 8 fort. So, jetzt gucken wir mal, was du hast. Ach du liebe Zeit. 65.000. Ja, das sind natürlich extrem überzogene Preise. Nee, also das können wir verharzen, aber dem kaufe ich bestimmt nichts ein. Ich senke meine Preise doch nicht für euch Mensch, ne? Du dummer Hund. Dann halt nicht. Da haben wir aber noch was im Gepäck. Und zwar eine Magiepille. Wo haben wir die dann? Ah, wir können erstmal sortieren. Haben wir hier noch Magie plus 1. Das machen wir mal für Chrono 8. So. Okay, also bei dem können wir keine faire Preise erwarten. Bei dem Hansel hier. Da kommen wir an, 3. Medina-Stube, das... Ah ja, okay. Das ist hier die Taverne. Mensch, ja, hau ab. Ja, ich probier's nochmal. Die ganze okay, verkloppen, so. Alter Falter. Die sind aber echt hier finster drauf. Glücklicherweise sind es dann die Gammelgegner von vor 400 Jahren. Die kriegen wir noch locker hier. So. Und wie sieht's jetzt aus? Ah, der wird alles noch nicht her. Na gut, dann ich schaut so ein auf die Schniss. Und wie sieht's jetzt aus? No, Hilfe! 200 Gold pro Nacht. Alter, leck mich doch. Wucher-Typ hier. Geht's noch? Also die meisten sind hier wohl wirklich nicht so freundlich auf uns zu sprechen. Ältestenhaus. Wer ist denn da? Hallo. Oh, das ist das Super-Imp anscheinend. Orsi, der 8. kommandiert uns dank Ruhm seiner Vorfahren rum. Die Arbeit ist brutal. Und? Ich bin Ossi der Achter, überhaupt von Medina. Mein Vorfahre, einem großen Magus geholfen. Ah, großer Magus, warum hast du die Menschen vor 400 Jahren nicht einfach ausgerottet?
Oh, die scheinen ja wohl hier richtig cool drauf zu sein, die Leute. Wie sieht's mit dir aus? Ein Ungeheuer lebt in der Berghöhle im Westen. Nur magische Angriffe können ihm schaden. Wenn keine magische Kräfte besitzt, wird nicht so leicht an ihm vorbeikommen. Aber jetzt trage mich lieber weiter auf, bevor aussieht, der Achter mich verwischt. Was ist hier noch? Einmal Magiepille erhalten. Wahaha. Sehr schön. Die kriegt dann... Maler. Da gehen wir jetzt einfach chronologisch vor. Magie darf jeder mal besitzen. Okay, hier blinkt auch noch was. Hastpille. Perfekt. Die macht die Geschwindigkeit um Enzo. Das passt zu Luca. Okay, ich behalte die jetzt erstmal so alle 3 drin. Mal abwarten, ob ich das Team soweit haben kann. Und im Westen haben sie gesagt, Wohnhaus, da bin ich rausgestolpert. Da haben wir nix. Das ist dann das, was hinter der Brücke liegt, ne? Okay. In unserer Zeit gibt es das anscheinend auch nicht mehr. Die Brücke oder so. Und was ist dann hier noch? Waldruinen. Und hier, das blinkende ist der Medina-Platz. Gehen wir doch mal durch hier. Chrono, was singen die da Komisches? Oh, das ist die Statue von Markus. Die habe ich ja in der Vergangenheit gesehen, was ihr leider nicht gesehen habt, als ich das nochmal auf der aktuelle Stand gebracht habe. Hut, Sir Markus. Hut, Sir Markus. Der dasselbe. 400 Jahre her, dass Markus die Mystiker zum Krieg gegen die Menschen aufgerufen hat. Wenn Lamos erwacht, sind alle Menschen Geschichten. Oh, Jesus. Das ist aber nicht so gut. Und du hier? Sobald Markus Geschöpf, der mächtige Lavos, aus seinem langen Schlaf erwacht, kommt das Ende der Menschheit. Ja, das haben wir in der Zukunft ja gesehen. Lange Zeit hat der allermächtige Markus der erstaunliche Lavos erschaffen. Okay, das hätten wir auch schon alles. Das erklärt schon einiges. Dass die Mystiker anscheinend es in der Zukunft hinkriegt haben. Puh. Das ist schon eine heftige Info, muss ich sagen. Was haben wir dann hier noch? Melchiors Hütte. Ah, das ist der Waffenschmied, der auf dem Markt war. Und die Heckranhöhler. Da gehen wir doch erstmal zu einem tollen Waffenschmied. Wo ist er, jo? Ah, hallo, hast du denn an einer Waffe interessiert? Tja, als her damit, Kerl, wenn du ein neues hast. Ein rotes Katana, das hole ich mal gern. Der Robin Hood haben wir schon, Plasmagewehr haben wir schon, der Hammerarm haben wir auch schon. Und 2 Titaniumweste holen wir uns da auch. In seinem Geschäft hat er natürlich etwas mehr, das ist klar. 10. Okay, das andere ist alles in gerader Zahl vorhanden. So, jetzt noch einmal. Katana rot. Sehr schön. Du hast schon dein Gedöns, aber du kriegst noch die Titaniumweste. Das hat jetzt immer um Silver die Verteidigung erhöht. Und bei dir dasselbe, auch um Silver. Sehr schön. Waffe, gibt's in der Welt nichts Böses, aber bestimmt kein Gefahr dran. Was ein trauriger Zustand. Kein Bedarf dran. Ja, ich mag jetzt auch nochmal eine andere Rotzverkaufe hier. Hier Eisenanzug, 2-mal kriegst du die Bolzenklinge, kriegst du auch nochmal ein guter. Und dann war's das. Gibt's in der Welt nichts Böses, bestimmt kein Gefahr dran. Kein Bedarf dran. Yes, das erleidet, bis ich das mal hier krieg. Okay, der hat hier jetzt auch nichts Besonderes verwahrt oder so. Nichts Geheimes. Und hier liegt auch nichts Blinkendes oder so auf seinem Tisch. Na gut, dann kümmern wir uns da mal dort drum. Und speichern erstmal hier das Dorf der Magie. Heckranhöhle. Tote Feinde der Mystiker. Alter, Komplize, halt die Schniss. Aber ich finde es auch schön, wie die Waffe hier animiert sind. Und das Katana Rot sieht man jetzt auch an der Feuerklinge, also an der rote Klinge, dass das hier eine neue Waffe ist. So. Oh, da gibt es aber vor der Fehlschlag noch eine auf die Rieb drauf und der hat getroffen. Sehr schön. Ich freue mich auch, wenn wir neue Techniken kriegen. Boah, was ein ekliges Störgeräusch. Ich hoffe, das ist nicht die Musik, die hier abgestürzt ist oder so. Einmal Ätherheimer kriegt, sondern dass das so Geräusche ist, was wir beheben können durch einen Kampf gegen einer. Hier. Ah, na. Erstmal auf die Wunderlampe drauf.
Die ist ja wohl hauptsächlich für den ekligen Scheiß hier verantwortlich. Maler probiert einmal Eismagie auf das Ding zu wirken. Na, jetzt ist er auch noch blind. Und? Ah, auf Ammo bringt's auch was. Sehr schön. Also solche Feinde muss man anscheinend auch hier mit Magie besiegen. Maler, probier's mal trotzdem, auch wenn du blind bist. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das leider fehlschlägt. Okay. Anna. Octo-Rogue. Der Octo-Dieb. Oder der Octo-Schurke. So rum. Komm schon. Chrono, mach mal keine Schande. Und sie hat getroffen trotz Blindheit. Sehr gut. Und nochmal drauf auf der hohle Kopf. Und hat sogar einen Crit gelangt, trotz Blindheit. Das ist gut. Luca wird aufgestuft. Sehr schön. Boah, das Geräusch ist echt ätzend. Ich hoffe echt, dass das... also ich befürchte, dass das irgendwie Temperatur lesen, die geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hängt mit der Musik zusammen, die hier abgestürzt ist. Und offensichtlich hilft hier auch nur Magie gegen die Biester. Puh, schade, machen sie auch nicht schlecht. Okay, Chrono, probier's mal aus mit Gewitter bei deinen Viecher. Und du machst dann zumindest mal Feuer auf den hier. Feuer ist echt sehr geil animiert, das gefällt mir gut. Ja, Feuer scheint auch wirkungsvoll zu sein. Sehr schön. Also die Magie brauchen wir offensichtlich wirklich, wenn ich mir das so angucke. Da geht's irgendwo hier, nach unten. Einmal Äther Medium. Boah, Alter, die Störgeräusche sind echt schon extrem nervig. Oh, 4 von denen. Puh, jetzt wird's heftig. Erstmal hier Gewitter. Feuer auf den. Und Maler kann dann noch Eis auf den Ritterwirker. Aber ich glaube tatsächlich, Feuer wird am effektivsten sein. Aber es ist mal interessant, wie hier Magie erklärt wird, dass das tatsächliche Kraft ist, die anscheinend jetzt nicht so häufig ist, vor allem bei Menschen nicht so häufig, weil die Magie ausgenutzt und missbraucht haben. Einen Schluck Wasser nehmen. Boah, das war jetzt echt nötig hier, der Schluck Wasser. Okay, da gibt es noch ein Äther hier over. Und da noch ohne geht's weiter. Boah, Alter, da frage ich mich echt, wenn ich mich in jeden Kampf stürzen kann, damit diese Musik nicht so dieses die ganze Zeit kommt. Vielleicht ist es aber auch die Musik von dem Gebiet. Rolli-Polli. Okay, und? Die sind anscheinend auch so machbar. Aber schwieriger. Wahrscheinlich brauchen wir da auch Magie. Um die endgültig zu blättern. Aber so what? Wenn ich die mit normaler Artgriffe fertig machen kann, mache ich das lieber so, als meine Magie zu verschwenden dafür. Kostet zwar immer nur 2 MP, aber das macht nichts. Wenn sie es vermeiden lässt, mache ich es ohne Magie. Und los. Autsch. Ey, hör auf. Luca, rechtlich dafür und gib eine Gnadestoß. Blöder Rolli-Polli. Sehr schön. 24 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, 200 Gold und ein Tonic Medium. Jetzt kommen noch Fledermäuse dazu. Grabflatter. Ja, die zwacken wieder ab, ne? Die heilen sich dadurch wieder. Oh, scheiße. Okay, also da brauche ich auf jeden Fall Magie. Die sind wohl wieder nicht anders machbar als mit Magie. Und ich habe das Gefühl, dass Feuermagie hier durchaus sehr wichtig und hilfreich ist. Weswegen ich es auch nicht bereue, dass ich dass ich
Luca mitgenommen habe. So, machen wir nochmal Gewitter drauf. Und löscht das Vieh aus. Gut. Sehr schön. Chrono wird auch wieder aufgestuft. Also wenn das der Track von der Höhle ist mit einem Störgeräusch, ist das schon ziemlich ekelhaft. Wieder eine Wunderlampe hier, die muss ich wieder mit Magie fertig machen. Uiuiui, das sind aber 8 Kämpfe hier gegen die Dinger. Okay. Du drauf. Luca schießt drauf. Und genau auf den Ekeltyp hier. Hopp, das hat jetzt auch nichts abgezogen. Alter, seit wann können Oktopus-Viecher andere Leute abzünden? Die Logik erschließt sich mir gerade nicht, aber egal. Sodala. Dann sind die 8 platt. Und... egal. Machen wir nochmal so drauf, ganz normal. Und dann noch Ammo auf die Raffel und dann war es das auch mit dem Octorogue, so rum. Okay. Wunderbar. Durch mysteriöse Energie versiegelt. Ja, ich besitze aber auch mysteriöse Energie. Scheiße. Okay, das war anscheinend was Optionales und ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wie ich diese mysteriöse Energie wegkrieg. Komme ich da irgendwo ins Wasser rein? Puh, also das ist schon hart unangenehm hier, das Geräusch. Aber wirklich hart unangenehm. Es tut mir auch leid, wenn es wirklich nur an der Grafik liegt. Ah, da kann ich weiter. Wenn es nicht an der Grafik, Quatsch. Wenn es natürlich an Sound liegt, der hier nicht richtig dargestellt wird, dann tut es mir echt leid drum. Aber wir können doch schon uns durchboxen. Wenn wir da jetzt richtige Musik hören, ist halt schade. Aber hier können wir speichern. Und ich steht als Sache, ich mache hier meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.